First Blood. Das heisst ab jetzt nur noch R drücken. Yo, Anti-Carries. Was sind Anti-Carries? Für was braucht man es? Das schauen wir jetzt an. Es gibt in League of Legends ganz viele Anti-Carries. Und Anti-Carries haben einfach einen Job. Und das heisst, wenn ein Gegner gefeedet ist, den rausnehmen und zu ziehen oder sogar zu töten. Oder halt das ganze Team zu distracten. Also Unaufmerksamkeit bestrafen. Gut, was für Typen gibt es jetzt da? Ja, wir unterscheiden so zwischen zwei Typen von Anti-Carries. Wir haben Zack. Point and Click. Anti-Carries. Das heisst, sie haben alle eine Fähigkeit, wo man mit einem Klick den Gegner betäuben, unterdrücken, stunnen, irgendetwas. Einfach, dass der einkommt, der Gegner, dass er keine Chance hat, um seinen Schaden anzurichten. Oder bevor er all seinen Schaden machen kann, dass er draus ist. Dann haben wir auf der anderen Seite haben wir die sogenannten einfach nur mühsam Champions. Die sind einfach da zum Schlachtfeld mühsam beeinflussen. Das heisst, sie stellen Fallen wie ein Shaco, Traps oder wie ein Timo Pilzli. Sie haben Zonen, wo man nicht dashen kann. Sie können einmal die Wand stunnen. Oder auch ein Zillian, der zonen mit seinen Bomben und Champions wiederbeleben. Einfach so Sachen, die einfach nur mühsam sind und einem anschießt, um dagegen zu spielen. Und das sind Champions, die ich in der Regel sehr gerne spiele. Wir haben jetzt mal gesehen, welche das sind, was ihr Job ist. Und es wird jetzt in Zukunft ein paar Let's Play geben. Da mal noch ein ganz kleines im Schnellschnitt. Viel Spass. Jetzt sind wir sogar Mitte. Jetzt spielen wir einen der Anti-Carries, den ich sehr gerne spiele. Das ist Lissandra. Lissandra kann mit der Ult den Gegner in Easy hüllen. Eben was auch noch cool ist bei den Anti-Carry-Helden, dass sie meistens auch funktionieren, wenn sie im Matchup nicht völlig ahead sind und alles. Ich sage mal ein Yasuo, wie wir unten dran sehen. Also haben die Yasuo-Dudes eine Winrate von etwa 50% oder 55%. Also ist die Chance eigentlich bei denen grösser, dass sie das Spiel flippen. Das heißt, da haben wir zum Beispiel so einen Yasuo-Liebhaber. Der spielt fast nur Yasuo und ist bei 48% Winrate. Was eigentlich völlig kacke ist, wenn du nur den Champion spielst. So, da haben wir First Blood. Das heisst ab jetzt nur noch R drücken. Auch warten, bis er stirbt. GG. Der it is. Ja, schön gespielt. Der war wahrscheinlich auch nicht schlecht gewesen. So easy geht's.